Jetzt hallo miteinander. Neulich hatte ich eine nette Verabredung gehabt. Nach war ich mit der netten, hübschen Frau im Wald unterwegs, sind wir spazieren gelaufen und irgendwann sagt sie so, ha Axel, weißt du was, du bist mir so sympathisch und das ist so ein schöner Nachmittag und so ein schöner Moment, ich täte den gern für die Ewigkeit festhalten. Ja, ich denke, ja, ja, klar, warum mit? Dann langt sie in ihre Jackentasche rein und ich denke, jetzt holt sie ihr Handy raus, auf einmal hat die ein Messer in der Hand. Heute nein, ist mir schon der Arsch auf Grundeis gegangen. Das hat sie noch auch gemerkt, dass sagt, nein, noch keine Sorge. Ich will einfach bloß unsere Initialien in den Baum schnitzen. Da sage ich so zu ihr, ja du weißt, ich bin schon wegen so naturschutzmäßig unterwegs und für einen Baum ist es nicht so gut, wenn man da immer mit dem Messer irgendwas schnitzt, das weiß man doch. Dann habe ich gesagt, machen wir einen Kompromiss. Da liegen doch schon umgesägte Baumstämme, schnitzt doch da irgendetwas rein. Und ja, dann habe ich schon gemerkt, es passt ihr nicht so, aber sie hat es noch da und auch dort hat sie da was reingeschnitzt. Und ich glaube, sie war schon wirklich irgendwie schlecht drauf, weil da beim Reinschnitzen, da sind so richtig die Späne geflogen. Dann war sie irgendwann fertig, dann haben wir das Kunstwerk angeguckt. Und da stand halt unsere Initialien drin und ein Spruch drunter. Da dachte ich, oh, jetzt bin ich gespannt, was sie für einen romantischen Spruch nachgeschrieben hat für uns zwei. Da stand drunter, wenn du mir mein Herz brichst, dann breche ich dir deine Knochen. Ich dachte, okay, Humor hat sie ja. Ich bin euch nachtragend und dann sind wir zu mir gegangen, noch, haben Kaffee und Kuchen getrunken, weil das habe ich vorbereitet gehabt. Ich habe morgens noch beim Bäck einen Kuchen vom Vortag gekauft, der war um die Hälfte reingesetzt und der hat weg müssen. Dann sind wir noch zu mir, dann sage ich zu ihr, weil ich ein ganz netter Mensch bin, hock nah und fühl dich wie zu Hause. Dann sage ich jetzt so, ja, wie, echt jetzt? Sage ich, ja, hock nah, fühl dich wie zu Hause. Und sie war eh schon angesäuert, dann sage ich jetzt so, ja, also gut, wenn ich mich wie zu Hause fühlen darf, dann gang aus dem Zimmer raus. Ich brauche jetzt gerade mehr Ruhe. Und ich bin ja ein höflicher Mensch. Dann bin ich aus dem Zimmer rausgegangen und nach einer Weile ist dann angekommen gekommen. Dann ist er angekommen gekommen und hat geschrien, komm unter dem Bett vor, du Feigling. Ja, das habe ich nachher auch da, aber ich bin ja wohl belebt und es hat ein wenig gedauert, bis ich unter dem Bett war. Das hat so angelaufen, ich bin hängen geblieben, dann war es noch wichtiger. Ja, und nachher hat sie sich aber ein wenig zusammengerissen. Wir haben uns dann auch wieder gut unterhalten, so relativ gut. Und nachher haben wir romantisches Licht gemacht, Kerzen. Und nachher hat sie sich für mich schön machen wollen, packt ihre Schminksachen aus und sagt so zu mir, Axel, könntest du mir bitte mal meinen Lippenstift drüber reichen? Und wie gesagt, ich habe meine Brille nicht aufgehört und es war Dämmerlicht. Und ich habe versehentlich nach dem Klebestift gegriffen. Na, hat sie eine Weile nicht mit mir geschwätzt und ich weiß jetzt auch nicht, ob das die richtige Frau für eine Ehe ist, für eine Hochzeit, weil ihr Messer war scharf und ich habe jetzt keinen Ringfinger mehr.